Namaste, einen wunderschönen guten Abend heute in deiner 11. Rauhnacht und ich hoffe, du hast bis jetzt wunderbare Rauhnächte und bist hier über viele Sachen klar geworden und konntest vieles hinter dir lassen. Ja, ich erzähle jetzt gar nicht mehr so viel über die Rauhnächten, weil du hast bestimmt die letzten Rauhnächte auch mit mir zelebriert. Und ansonsten guck dir doch mal die anderen Videos an, wo ich viel dafür erkläre. Aber es geht wirklich darum, in den Rauhnächten ein bisschen weiter in der Selbstheilung weiterzukommen. Und zwar wirklich, weil du reflektierst, zumindest in meinem Ritual. Also mein Rauhnacht-Ritual ist wirklich, ich stelle mir jedes Jahr gewisse Fragen, die ich dir auch gleich stelle. Und du kannst die Fragen sehr gerne abschreiben und dann später für dich selber weitermachen. Du kannst aber auch gerne am Ende mit in die Meditation, in die Rauhnacht-Meditation kommen und da stelle ich all diese Fragen nochmal. Also da wähle, was für dich am liebsten ist. Ganz wichtig ist mir aber hier zu sagen, dass ich extra keine Musik drunter gespielt habe, so dass du dich wirklich auf deine Fragen konzentrieren kannst und auch Pause oder nach vorne spulen kannst, wie es dir am angenehmsten ist. Mach sie wirklich richtig angenehm wie möglich und sorge vielleicht dafür für eine schöne Stimmung, indem du dir Kerzen, natürlich dein Kräuterritual, deine Rauhnächtkräuter bereitstellst und dann später noch zu räuchern. Vielleicht räucherst du auch lieber vor der Meditation, während der Meditation, am Ende der Meditation. Es ist immer ganz und gar dir überlassen, wie es für dich am besten und am angenehmsten ist. Ich habe auch auf alle Fälle super mega große Freude, bist du heute dabei mit mir und dass du mit mir die Rauhnächte zelebrierst. Also wirklich eine wunderbare Sache loszulassen und voller neuem Power und neuer Zuversicht in die Zukunft zu kommen. Vielleicht auch mit etwas mehr Ordnung und Struktur, was wir ja die letzten Nächte angeschaut haben über die Pläne für das neue Jahr und die gesamte Projektplanung dazu. Heute ist die 11. Rauhnacht und das Thema der 11. Rauhnacht ist der Umbruch und die Veränderung zulassen. Wie oft ist es dir schon passiert, dass du dir vielleicht dachtest, ja, ich nehme jetzt nächstes Jahr den Schwimmkurs, was auch immer du dir da vorgenommen hast, und dann trotzdem hat dich irgendwie eine innere Stimme oder deine Angst halt, nicht wirklich deine innerste Stimme, sondern eine prädestinierte Stimme aufgehalten davon, es könnte zu kalt werden, vielleicht blamiere ich mich da vor anderen Menschen, was auch immer deine Ängste vor deinem Vorhaben sind, wollen wir diese heute etwas loslassen, um dann die Veränderung auch zulassen zu können. Manchmal wissen wir auch nicht, wo die Veränderung uns hinführt und manchmal möchten wir am liebsten im Hier und Jetzt in diesem Moment bleiben, weil dieser Moment einfach so perfekt ist. Aber das Leben ist ein Fluss und ich habe so einen Spruch im Leben, die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung. Und jeder, der sich gegen die Veränderung wehrt oder wirklich sich ihr verschließt, hat es meistens noch ein bisschen schwerer, weil die Veränderung kommt sowieso. Also sie kommt früher oder später und es kann ja auch besser werden, als es vorher war. Also Veränderung heißt ja in gar keinem Fall, dass es schlechter wird als vorher. Und wenn es schlechter werden sollte als vorher, dient dies ja meistens der ganzen Kette deines Lebens, also deiner Erfahrungskette. Ich sage immer so schön, jede Erfahrung, auch wenn sie noch so schrecklich, noch so traurig, noch so glaubenszerstörend gewesen ist, jede Erfahrung dient einer späteren Erfahrung, wovon du dich nähren oder dich bereichern konntest. Und diese Erfahrung erst wirklich den Dienst zu der neuen Erfahrung eigentlich hinweist oder ja hinwiegt. Auf alle Fälle jetzt zu der 11. Rauhnacht. Wir haben den 3. Januar, gehen auf den 4. Januar zu. Wir haben schon ein bisschen vom neuen Jahr hinter uns gelassen oder wir sind schon voll im neuen Jahr drin. Und nochmal zum Thema Umbruch und Veränderung zulassen. Habe ich dir 3 Fragen, spezifische, und zwar die wären, wo habe ich schon mal einen Fehler gemacht
der sich am Ende als erster Schritt Richtung Erfolg erwiesen hat? Wo habe ich schon einmal einen Fehler gemacht, der sich am Ende als erster Schritt Richtung Erfolg erwiesen hat? Wir gehen später in der Rauhnacht-Meditation nochmal darauf ein. Welchen Fehler würde ich auf alle Fälle noch einmal machen? Stell dir die Frage, welchen Fehler würde ich noch einmal machen? Woran merke ich im November, da wir in der 11. Rauhnacht sind, betrachten wir heute den 11. Monat des vergangenen Jahres zurück und deswegen frage dich, woran merke ich im November, dass ich mit meinem Fehlerbewusstsein einen Schritt weiter bin? Woran merke ich im November, dass ich mit meinem Fehlerbewusstsein einen Schritt weiter bin? Ja, weil manchmal da stempeln wir einfach Fehler als Fehler ab, ja, das war sowieso ein Riesenfehler, aber aus jedem Fehler lernen wir auch und manche Fehler führen uns wirklich auf einen Weg, auf den wir vorher gar nicht gekommen sind und das eigentlich genau der richtige und bereichernde Weg ist. Dann die 4 Fragen, welche ich jede Nacht stelle und für dich auch wichtig ist, wenn du möchtest, und zwar genau die 11. Rauhnacht, den 11. Monat des Jahres, des vergangenen Jahres nochmal Revue passieren zu lassen und sich fragen, was ist in diesem Monat passiert? Vielleicht magst du dir deinen Kalender zur Hilfe nehmen, da nochmal zurückzublicken, was genau habe ich da alles für Erfahrungen gemacht, was für Begegnungen, vielleicht gab es intensivere Einschnitte oder Veränderungen, dass du dich da nochmal fragst und rückblickst, was ist in diesem Monat, also was ist im November passiert. Die zweite Frage zum November. Was war gut? Welche Erfahrungen, Ergebnisse möchte ich davon behalten und ins neue Jahr mitnehmen? Was war gut? Welche Erfahrungen, Ergebnisse möchte ich davon behalten und ins neue Jahr mitnehmen? Die dritte Frage. Was für Hindernisse habe ich in diesem Monat erfahren? Was für Hindernisse und Überwindungen habe ich im November des vergangenen Jahres erfahren? Und die vierte Frage. Was soll im neuen Jahr, im November anders sein? Was soll im neuen Jahr, im November anders sein als im November des vergangenen Jahres? Nimm dir deine Auszeit, mach sie bequem in deinem Meditationssitz, auf deiner Meditationsmatte, mit Kerzchen, vielleicht auch mit schöner Musik, die du im Hintergrund spielst. Reflektiere ganz ehrlich und offen in dich selbst hinein. Du machst es nur für dich und für niemand anderen. Zünde das Licht in dir selber an, reflektiere und wachse an diesen Erkenntnissen, die du da gewinnst, wenn du ganz tief in dich hineinhörst. Nun im Video geht es weiter, dass ich dir erkläre, wie du räucherst, also wie du mit deiner Kräutermischung Kräuterräuchern machst. Wie das genau geht, und danach lade ich dich herzlich ein in deine Rauhnacht-Meditation und ich danke dir auf alle Fälle ganz herzlich, dass du jetzt mit mir die 11. Rauhnacht zelebrierst. So schön bist du dabei. Anleitung Rauhnacht-Ritual Räuchern. Ein Kalender des vergangenen Jahres kann sehr hilfreich sein, zurückzublicken, was genau in welchem Monat passiert ist, wo die Ereignisse, Erlebnisse oder Begegnungen stattgefunden haben. Also lege dir deinen Kalender mit bereit. Ich
Ich persönlich verwende ein Rauhnacht-Tagebuch. Es ist wunderbar, wenn du dies über mehrere Jahre machst, rückzublicken können, was sich da alles entwickelt hat, wie du dich weiter und dein Leben sich weiterentwickelt hat. Ein Feuerzeug ist natürlich benötigt, um die Kohle zu entzünden. Du brauchst einen Löffel, dein Räucherwerk, deine Kräuter-Rauhnacht-Mischung, deine Kräuter-Räuchermischung. Es gibt ganz viele verschiedene Mischungen, da kannst du dich im Internet oder in Büchern schlau machen. In meiner Mischung ist meistens etwas Weihrauch dabei, Wacholder, Myrte, Myrrhe und noch viele weitere. Aber lass dich da selbst inspirieren und fühle heraus, welche Mischung für dich das genau Richtige ist. Du brauchst eine Räucherschale, eine hitzebeständige Schale, in diesem Falle ist sie aus Ton. Achte darauf, dass sie Füßchen hat, da die Schale während des Räucherns ziemlich warm werden kann. Es gibt verschiedene Größen und Dicken von Kohle. Kohle kannst du in einem esoterischen Shop kaufen, aber auch bei einem Tabakhändler. Bei dem Tabakhändler ist es wohl ein bisschen günstiger. Es gibt verschiedene Dicken, da kannst du selber entscheiden, wie lange du räuchern möchtest. Je größer die Kohle, je länger kannst du räuchern. Was aber auch zu beachten ist, je kleiner, je schwieriger das Räucherwerk wirklich auf der Kohle sauber zu platzieren. Ich empfehle dir zu achten, dass deine Kohle eine leichte Kerbe hat, so dass das Räucherwerk hier einfach zu platzieren ist. Hitzebeständiger Sand darf natürlich nicht fehlen. Der hält die Hitze der Kohle von der Schale ab und macht das Ganze sicher. Nun, das Räucherwerk entzünden. Wie geht denn das ganz genau? Also, mein Tipp ist, ich empfehle dir, den hitzebeständigen Sand ungefähr 3/4 der Schale hoch einzugießen, sodass auch hier genügend Puffer von der Kohle zu deiner Schale gegeben ist. Achte darauf, dass zwischen der Schale und der Kohle genügend Platz bleibt, nicht nur um die Wärme zu dämmen, sondern auch darum, um deine verbrannte Kräutermischung auf die Seite schieben zu können, um einen neuen Aufguss zu machen. Beim Entzünden der Kohle achte darauf, am Anfang funkt sie ziemlich, vielleicht hier wirklich über deiner Räucherschale bleiben. Ja, nicht auf leicht entzündbaren Unterlagen oder brennbaren Unterlagen vollziehen. Sobald sie entzündet ist, kannst du wie eine kleine Glutkette beobachten in deiner Kohle. Auch hier ganz wichtig, verbrenn dir nicht die Finger. Und nun geht es darum, zu warten, bis die komplette Kohle durchgehitzt ist. Und das zeigt sich, indem sie weiß wird. Hier siehst du schon, ein kleinerer Teil wird weiß, die Kohle fängt an zu glühen, sich zu erhitzen. Und sobald die Kohle komplett durchgehitzt ist und überall weiß, wird es Zeit, mit dem Räuchern zu beginnen. Achte immer darauf, dass du nicht zu viel und nicht zu wenig deines Räucherwerkes auf die Glut legst. So ein bisschen in der Mitte, ein kleines Häufelchen ist ideal. Und auch sobald du deinen ersten Guss darauf gelegt hast, nicht mehr darin rumstochern oder nachschieben, sondern diesen Guss für diesen Moment ziehen lassen. Es ist auch wunderbar, dem Rauch einfach zuzuschauen, wie er tanzt, zu riechen, wie er dich und deinen Raum beduftet.
Ganz wichtig, mit dem zweiten Aufguss erst beginnen, sobald überhaupt kein Rauch mehr aufgestiegen ist und die komplette Räucherware verbrannt ist. Danach schiebe ich die verbrannte Räucherware auf die Seite, in den Sand hinein, da glüht sie vielleicht noch ein bisschen weiter. Und auch hier siehst du, wie die Kohle komplett und vollständig glüht. Du kannst das Räuchern vor oder während deiner Meditation in dieser Rauhnacht vollziehen. Da entscheidest du, wie es für dich am angenehmsten, am stimmigsten ist. Doch ich lade dich ein, jetzt langsam in deine Meditation zu kommen. Rauhnacht, Meditation, 11. Rauhnacht. Das Thema Umbruch und Veränderungen zulassen. Frage dich selbst und reflektiere. Beantworte dir selbst ganz ehrlich aus deinem Innersten. Wo habe ich schon mal einen Fehler gemacht, der sich am Ende als erster Schritt Richtung Erfolg erwiesen hat? Welchen Fehler würde ich auf alle Fälle noch einmal machen? Woran merke ich im November des neuen Jahres, dass ich mit meinem Fehlerbewusstsein einen Schritt weitergekommen bin? Blicke zurück auf den November des vergangenen Jahres. Was war gut? Welche Erfahrungen, Ergebnisse möchte ich davon behalten und ins neue Jahr mitnehmen?
Was für Hindernisse und Überwindungen habe ich im November des vergangenen Jahres erfahren? Was soll im November des neuen Jahres anders sein als im vergangenen?
Verweile, wenn du magst, noch einen Moment in deiner Meditation. Ich verabschiede mich und lade dich ein, dich bei dir selbst, bei deinem Leben, bei deinem höheren Ich, bei dem Universum oder dem Kosmos, deinem Geistesführer, wo auch immer du deinen Dank hinrichten möchtest, zu bedanken. Führe deine Handflächen zusammen und deine Daumen vor dein Herz. Bedanke dich für deinen wunderschönen, gesunden Körper, mit dem du alles machen kannst, was du möchtest. Bedanke dich für deinen gesunden und klaren Geist, mit dem du bewusste Entscheidungen fällst und die Konsequenzen abwiegen kannst. Für dein Herz voller Wärme, Mitgefühl und Liebe, dich selbst und die Welt damit bereicherst. Und danke für dein wunderbares Leben in Reichtum und Fülle, voller Möglichkeiten, Geborgenheit und Sicherheit. Ich danke dir ganz herzlich fürs Mitmachen. Ich wünsche dir nur alles Liebe, nur das Allerbeste. Wenn du meine Arbeit wertschätzen möchtest, abonniere doch meinen Kanal oder schau weiter in das Video morgen Abend in verschiedene Meditationen auf meinem Kanal. Ich danke dir, nur das Beste für dich. Vielleicht bis morgen Abend. Namaste, deine Juli, The Golden Drop, die Achtsamkeitsschule in Zürich.